Genau diese Uhrzeit. Hallo, schön, dass ihr da seid. Ich bin wieder euer Boy, Babs. 70 years old man. Babs so teasy. I know you all missed me. And I'm about to... I know you all missed me. And I'm about to get you tipsy with some Yoruba greetings and a little bit of history. So, Molite bere ojaba okisapati samanda biti einsteigen. Ich hab kein Wechselgeld. so, beginnen wir. In the beginning, ja, Also heute an der Reihe ist... My Onkel ist gerade vorbeigelaufen. Also wie gesagt, heute an der Reihe ist Yoruba Begrüßung. Und ja, ich weiß, dass ihr euch genauso freut wie ich, weil es verspricht sich interessant zu sein. So, schießt es los. Inspector Babs, report position over. Ní ọdún 1972 nígbà yẹn mo ti wà ní nígbà yẹn. Zu den anderen Volks in Nigeria sind die Yorubas ein Volk, das Begrüßung so viel lebt. Leute, die Grüße stark übertreiben, ist eine Aussage aus der Sicht vieler anderer Volks. Aber wir sind wer wir sind. Begrüßung ist ein ganz wichtiger Teil der Yoruba-Kultur, wenn nicht das Wichtigste. Es gehört unser Alltag, da es ein Zeichen von Respekt ist. Und Yoruba sind einer der respektvollsten Menschen, die ich je gehört oder kennengelernt habe, ist eine Aussage, die ich immer von meinen Bekannten höre. Und ich nehme diese Aussage als ein Kompliment mit Stolz. Und in der Geschichtebücher ist es zu lesen, dass die Yorubas zuvor Omo Karo Ojire genannt wurden. Das übersetzt Menschen, die Guten Morgen, hast du gut geschlafen sagen. Diese Redewendung wird sehr oft von den Generation Silence bis Generation Y, also den Millennials, gehört. Ich meine von unseren Großeltern bis zum Onkel. In dem Yoruba-Land wird eine Begrüßung zu jeder Situation sowie Saison, jedes Ereignis sowie Gefühl und nicht zu vergessen, jeden Feiern mit Zustand zugeschrieben. Dann hört man sehr oft Eku, Aku, Eka, Ku, Ka. All my enemies, die, 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 die. Nein, niemand stirbt. Also diese Eku, Eka, Aku sind eigentlich Vorsilbe vor Begrüßung Stammwörter. Also wir kommen gleich dazu. Heute sprechen wir über die wichtigsten Arten von Begrüßung in der Yoruba Sprache. Was man am Morgen sagt, in der Nacht, sowie am Abend oder am Nachmittag. Also genug gesagt mit der ganzen Geschichte. Ojo Rombo
nítorí pé àwùjọ mú solókun. Es wird definitiv ein anderen Tag geben für viel Geschichte Lektion. Und ihr wisst Bescheid, dass ich gerne Geschichte erzähle. So, lass uns direkt in die Lektion von heute einsteigen. So, die erste Art von Begrüßung für heute ist Enle. Enle bedeutet einfach Hallo. Und als Antwort sagt man auch Enle. Für eine Begrüßung zeigt Höflichkeit. Deswegen ist Enle am meisten für deine Vorgesetzte oder ältere Menschen verwendet. Dann kommen wir zu der zweite Art von Begrüßung. Und das ist Guten Morgen. Als Guten Morgen sagt man Ekaro oder Karo. Als Antwort hier ist wieder das gleiche, Ekaro oder Karo. Wenn man so genau hinschaut, sieht man, dass diese zwei Wörter sind aus Vorsilbe und Nachsilbe gebildet. Also wir haben Ek und K und dann wir haben Aro in beiden Fällen. Ek, welche die Vorsilbe ist, und Aro ist morgen. So haben wir Ek Aro und K Aro. Um Guten Morgen zu sagen, kann man auch das Wort Eku Ojumo oder Ku Ojumo sagen. Als Antwort ist auch das gleiche, Eku Ojumo oder Ku Ojumo. Man sieht hier wieder, dass es gibt eine Eku und es gibt eine Ojumo und es gibt eine Ku und es gibt eine Ojumo. Ojumo bedeutet auch Morgen oder Tageslicht oder Dawn. Um Guten Morgen wieder zu sagen, kann man auch eine ganz schöne, aber veraltetes Wort verwenden. Also das ist so ein Wort, das man verwendet und Leute gucken dich wie, du musst ein Yoruba-Linguist sein. Und das Wort ist Ajibi. Ajibi bedeutet, hast du gut geschlafen? Gut geschlafen? Als Antwort sagt man Mojidada oder Dadane oder Musundada. Und alles bedeutet, ich habe gut geschlafen. Wenn jemand sagt Ekaro oder Karo, kannst du als Antwort Ekujumo sagen oder Kujumo oder Akujumo. Und wenn jemand sagt Ekujumo, kann man auch wiederum Ekaro oder Karo sagen. Dann kommen wir zu dem dritten Art von Begrüßung, welche Ekasan oder Kasan ist. Ekasan oder Kasan bedeutet Guten Tag. Und als Antwort sagt man auch Ekasan oder Kasan. Und man sieht hier wieder, dass Ekasan und Kasan sind aus zwei verschiedenen Wörtern gebildet, welche Ekasan und Asan und K und Asan. Das Wort Asan hat leider in Yoruba keine, das Wort Asan hat eine Bedeutung, aber Asan
hat keine Bedeutung, sondern Oson hat eine Bedeutung. So, in dem wirklichen Fall sollte es Ekaoson und Kaoson sein. Aber weil so klingt es ein bisschen mühevoll oder mühsam, also um das richtig zu sagen, mühsam, haben die Linguisten den guten Tag in Yoruba als Ekaoson eingespeichert, weil das klingt viel schöner und einfacher auszusprechen. So haben wir Ekaoson und Kaoson. Antwort Ekaoson und Kaoson. So, Nummer 4, wir haben Bawoni. Bawoni bedeutet How are you? Man kann auch das als Bawoni, Ṣé àlàáfíà ni, Bawoni, Ṣé dáadáa ni oder einfach Bawoni. Alle die 4 bedeutet das gleiche, also Hallo, wie geht's dir? Hallo, wie geht's? Dann kommen wir zu einem Jugendwort, das sehr beliebt von jungen Leuten ist, und das ist Kilombo, Kilonshele. Und die bedeutet, was geht ab oder was geht. Man sagt Kilombo, Kilonshele. Und als Antwort sagt man einfach Kosinkokon, also nichts. Kosi in Konkan, nichts. Man kann auch sagen Muwakwa, also es geht mir gut. Muwa, es geht. Wir haben noch ein anderes Wort, das wirklich sehr, sehr gut klingt und das wird am meisten im Flirten benutzt. Aber nicht nur im Flirten, aber weil es so schön klingt, sagt man das am meisten zu seiner Verliebte, zu seiner Geliebte, Verlobte, enge Freunde. Und das ist das Wort Showa oder Showakwa. Showa oder Showakwa. Und das bedeutet auch, wie geht's dir? Oder geht's dir gut? Nummer 5 haben wir Akie, Mukie. Akini, Mukini. Und die 4 bedeutet fast das gleiche, welche grüß dich oder grüß sie, oder ich grüße euch. Akie bedeutet wir grüßen dich. Mukie bedeutet ich grüße dich. Akini bedeutet wir grüßen sie. Oder wir grüßen euch. Mokini bedeutet ich grüße sie, also höflich, oder ich grüße euch. Damit kommen wir zu dem Ende vom ersten Teil Yoruba Begrüßung. Aber bevor ich Schluss mache, werde ich wieder eine Zusammenfassung machen. Also dann fange ich wieder von Enle an. Enle bedeutet Hallo und ist das Enle auch geantwortet. Dann kommen wir zu Nummer 2, Guten Morgen. Guten Morgen ist Ekaro oder Karo. Dann ist also gleich geantwortet. Dann haben wir noch Kujumo oder Kujumo oder Akujumo ist genauso geantwortet. Jibi ist mein Lieblingswort und bedeutet hast du gut geschlafen oder gut geschlafen. Nummer 3, Ekasan oder Kasan, guten Tag. Nummer 4, Bawuni,
Shialafiani Bawoninko. Dann haben wir noch Showakba oder dann es gibt auch Kilombo, Kilonschelle. Und das bedeutet, was läuft, was geht ab oder was geht. Dann haben wir noch der 5. Mukie, Akie, Akini, Mukini, welche grüß dich, grüß sie oder wir grüßen euch bedeutet. So, wir sehen uns in dem zweiten Teil. Also, tschüss, Udigba.